dürfen Sie sich freuen auf Saarlands berühmtesten Facility Manager. Er ist überzeugter Schaffbuchseträger und Schwiegermutterversteher. Freuen Sie sich auf unseren Hausmeister. Der Anna, Facility Manager. Stell dir mal vor, ich hätte eine Visitekarte, wo der draufstehen, Facility Manager. Und gäbst die 68-jährige Frau im Haus, da sagt die, da rufe ich niemals an. Ja, jo, mit dem blöden Englisch, ne? Alles wird verenglischt. Alles wird verenglischt. Wir sind früher Kaffee gegangen, heute gehen sie shoppen. Ne? Sonntags morgens sind wir wandern gegangen, da haben wir ein Klappschmier mitgeholt und eine Banane und jetzt gehen sie brunchen. Ne? Naja, nicht, da kenne ich mich kaputt eiern. Das sind so Schlagwörter, die musst du wissen. Die Woche komme ich in unsere Bäckerei, da steht da ein Schild, ab heute Kaffee Togo. Habe ich gesagt, Irmchen, was ist ein Kaffee Togo? Ach, sagt, das heißt nicht Kaffee Togo, das heißt to go. Das musst du schwätzen, wie wenn du einen Schlaganfall hast, verstehst du? Da platzt mir die Nichtel, ne? Ich sage, was heißt denn das? Ein Kaffee zum Mitnehmen? Sag ich, schreib's doch hin. Ne, auf der Kaffeekanne steht da nämlich drauf drücken, da steht drauf Push. Das heißt ja nicht Kaffeekanne, das heißt ja Togo-Kanne. Nee, das finde ich nicht richtig. Wenn wir älter sind, wir sind blöd, wir verstehen das nicht mehr. Ne? Alles so Modeerscheinungen, ne? Oder Burnout-Syndrom. Ne? Ja. Wir haben früher auch keine Lust gehabt, verschaffen zu gehen. Nur haben wir halt das Pech gehabt, wir konnten doch noch kein Englisch. Bin ja gerade schon bedient. Ich war heute Morgen beim Doktor gewesen. Das Erste, was der sagt, abnehmen. Ne? Was hat denn das mit dem Schnuppe zu tun? Soll ich nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen, aber schaffen. Ne? Schaffen sollst du, bis du vom Stuhl fallst. Und dann schreiben sie auf der Grabstein drauf, ein Leben lang macht er Überstunden, jetzt feiert er ab. Also, mein lieber Mann. Gerade mein Doktor, ne? Der hat gut schwätze. Der ist so Dachlatt, so 1,90 Meter, 1,30 Meter, schmeißt der Schatten wie Rollbratenschnur. Wenn es an Ostern die Kirche heißt, Auferstehung des Fleisches, kann der Laie bleiben. Ne? Ich habe gesagt, du machst so lange Diät, irgendwann kannst du den Arztbesuche per Fax machen, brauchst du gar nirgends mehr hinzugehen. Ne? Aber das ist ja wieder modern. Ne? Und dann habe ich halt oben noch eine Panne gehabt beim Auto. Habe ich einer vom ADAC angerufen. ADAC heißt das, ja, das ist es. Ja, und ist der gekommen und da hat er so in einem Auto, hat er gemacht, der hat doch schon einen Haufen Kilometer. Ne? Ich sage, das ist ja ein Fahrzeug, kein Stehzeug. Ne? Was geht doch denn da nichts an? Und er, ich habe Glück gehabt, sagt er, ich habe den besten Mann von Ihnen gekriegt, er hat die Prüfung mit Enz abgelehnt, er hat 150 von möglichen 100 Punkte gekriegt. Oh, sagt ich, war ganz schön Gas gegeben. Ah ja, sagt er, ich war früher Gynäkologe, ich habe dann umgeschult und ich habe 100 Punkte für die Prüfung gekriegt und 50 extra, weil ich die Kopfdichtung durch den Auspuff gewechselt habe. Na, prima. Und gerade die vom ADAC, die brauchen mir nichts mehr zu erzählen. Ne? Da weiß ich jetzt alles, fast alles. Kommt ja noch ein bisschen was raus. Meine Schwiegermutter hat letztens einen Unfall gehabt im Taxi, also mit dem Taxi. Und da ist der Airbag nicht aufgegangen bei ihr. Und der vom ADAC hat gesagt, wahrscheinlich hat er sich geekelt. Ne? Der ist doch nicht mehr dicht. Wie kann der sowas sagen? Ich war meine Schwiegermutter. Meine Liebste. Dieses Jahr hat sie uns mitgeholt auf Kreuzfahrt. Ich wollte sie ja nicht mitholen. Ne? Haben wir Kreuzfahrt gemacht. Ich habe zum Gerda gesagt, nee, man holt es nicht mit. Auf der anderen Seite, sie hat sie bezahlt. Kannst du schlecht sagen, fahr schlecht mit. Ne?
Noch 3 Tage hat sie ein Virus gehabt. Hat sie Fisch gegessen. Normalerweise ist Fisch gesund. Mein Doktor sagt, es war noch keiner bei der Behandlung. Ne? Und ja, das ist typisch. Ne? Die muss alles, wo die ist Unglück. Ne? Wo die ist, sie hat das Suite gehabt, wir haben so ein Wohnklo mit Kochgelegenheit gehabt und dann ist wieder das Suite gekommen. Mit Terrasse alles, ne? Nebendran ein Pelzer. Dort die Schwiegermutter, in der Mitte mir. Oh, du Lieber. Der Pelzer war ein Granat. Ne? Der hat einen Sohn dabei gehabt, der hat Steven gehieß. Ne? Er hätte ja keine Jens heißen, ne? Er muss ja Steven heißen, es muss ja Englisch sein, weißt du? Da hätte ich keine. Und wie die schwätze. Ich sag mal, wenn mir jetzt eine Bub rufen würde, wird es auf Hochdeutsch sagen wir, Steven, komm mal her. Ne? Oder die Saarländer würde sagen, Steven, komm mal her. Und die haben gesagt, Steven, geh mal her. Schon gemeint, die Alt wollte das Geländer abbeißen. Ne? Geh mal her. Und er hat jede Morgen nackig die Badekleider aufgehangen auf dem Balkon, da hat sie all die rausgebärt. Komm, Stuballerin, sonst melde die Leute, ich hätte dich mit dem Geld geheiratet, hat sie gesagt. Ist der. Sande, der ist verrückt, der ist verrückt. Und da hat er mir erzählt, sie haben ein ganz tolles Bad, ne? Ein Duschkopf, der ist beleuchtet. Er hat gesagt, du Dummkopf, da ist doch sowieso immer die Augen zu, wenn du Dusche tust. Was willst du noch Beleuchtung haben? So doof. Mensch, waren noch andere Nationalitäten dort, viel Promis auf den Schiffen da, ne? Haufe Promis da, auch der Generalkaviar von Speyer da, Kriminalessig, ich weiß nicht, wie er gehieß hat, war wirklich, also so auf so einem Schiff ist ja ganz schön was los. Ne? Wir waren immer an Land gewesen, war auch so ein Ding, ne? Wollte er für die Fähre von dem Schiff an Land, wollte er 50 € haben. Er hat ja zu mir gesagt, 50 € ist doch nicht viel, der Jesus ist früher dort zu Fuß gegangen. Ich sage, das ist ja kein Wunder bei den Preisen, ne? Stell dir mal das vor. Und dann um Schiff nachher ist losgegangen. Ach, ich darf gar nicht dran denken. Die Schwiegermutter ist shoppen gegangen. Sie ist shoppen gegangen. Direkt, das sind ja mehr Geschäfte wie in der Bahnhofsstraße. Ne? Geht die in ein Schuhgeschäft hin, hat die Schuhe anprobiert, 3, 4 Mal und sie ist nicht drin gekommen. Sagt, ich komme doch nicht drin, ich kann da nicht. Er sagt, du musst ja die Zunge rausmachen. Wenn das geht. Ich hätte keine Schwade, ne? Da hat sie dann den Verkäufer gerufen. Sagen Sie mal, haben Sie ein paar Schuhe, ein paar blaue, aber nicht so ganz blau, nur hin in der Not und vorne an der Bämbelchen, hat sie gesagt. Ach, hat er gesagt, kein Problem, hat er die blaue Schuhe gebogen, hat gesagt, ist so, ach nee, da sind wir doch zu blau, hat sie gesagt. Vielleicht mal ein paar rote, aber nicht so ganz rot, nur hin in der Not und vorne an der Bämbelchen. Alles sicher, hat er gesagt, der Vater hat die Schuhe geholt, hat er, komm mit der rote, sagt er, so recht, nee, die sind immer so dunkel, hat sie gesagt. Vielleicht mal ein paar hellbraune, aber nicht so ganz braun, hat sie gesagt. Nur hin in der Not und vorne an der Bämbelchen. Selbstverständlich, hat er gesagt. Ne? Der kommt mit der braunen Schuhe, sagt sie, ach nee, ich glaube schon die schwarze. Kennen Sie mal die auch? Ach, sagt, das ist kein Problem, aber was Sie mich jetzt mal kennen, hat er gesagt. Ne? Mitte drin, aber nicht hin in der Not, aber vorne an der Bämbelchen. Ne? Und neuer, unser Klaus schafft ja auch auf so einem Schiff da, der schafft da als Amateur, ne? Hat da jahrelang Krafttraining gemacht wie wilder. Und jetzt macht er da so für Faxe, ne? Und sagt der Onkel, wenn ich so weiter trainiere, kann ich mal so Kaster. Er sagt, ich ein viereckiger Kopf hast du ja schon, ne? Ah jo, ist doch wahr. Ne? In der Arme 10.000 Volt, oben brennt kein Licht. Ah ja, Gott. Ah ja, schaffe tut er nix. Wir täten bei uns so Leute instellen, wenn wir kriegen. Der eine ist gekommen, arbeitslos, 8 Kinder. Der hat doch gar keine Zeit für Schaffen zu gehen. Ich habe gesagt, du bist bestimmt fleißig, aber meinst bist du tot nie? Ja, sagt er, ich spreche unbedingt in eine Stellung. Ich sage, such doch mal eine Arbeit, da kannst du wieder mit Stellung anfangen. Und der andere ist gekommen, was gibt's dann zu verdienen? Ich sage, am Anfang 1000, später mehr. Oh, da komme ich später wieder. Weißt du? Was willst du mit so Leid? Die Welt spielt verrückt. Ne? Mit den Kindern dasselbe. Ich bin ja seit einem Jahr jetzt schon Opa. Ne? Und das Kind ist jetzt ein Jahr alt und die Pampers hat draufgestanden bis 6 Kilo. Weil ich weiß, nur 2 Haufen war das Ding voll. Verstehst du? Lächerlich. Überall welche veräppelt. Meine Nichte Farina ist in die Schule gekommen. Nur 3 Tage haben sie das Hemd geschickt. Hat zu der Lehrerin gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich habe noch geübt vorher mit dem Schank. Sagt mir, übe noch ein bisschen. Ne? Sagen wir mal, Tier mit A, Satz Alf. Das ist doch nicht normal.
Und wie es dann in der Schule war, hat der Lehrerin, sie hatte Glasauge. Ne? Und da hat sie gesagt, Frau Lehrerin, kann ich Sie mal unter 3 Augen sprechen? Ne? Hat das sie geliftet. Und da hat sie in der Ranse geguckt bei ihm, da hat sie Sadomaso-Heftschlag gefunden. Hat sie dem angerufen, hat sie gesagt, hören Sie mal, ich habe bei Ihrem Kind Sadomaso-Heftschlag gefunden, was soll ich denn machen? Hat die gesagt, auf keinen Fall schlagen. So geht's, ne? So geht's. Ich muss jetzt fort, ich habe mir Hund angebunden. Ich hab mal einen neuen Hund gekauft. Also nicht einen neuen, es gibt ja keine gebrauchte Hunde. Der ist schon ein Jahr alt. Ja, schöner Kerl. Ein Neufundländer, der hat einen Kopf wie ein Kritzlibär. Ne? So ein Bern hat er. Ne? Und da habe ich so 8 Tage Proben mit ihm gekriegt. Ob er so bei mir aushält. Also wir vertrauen uns. Ne? Ich habe zu der Schwiegermutter gesagt, habe ich gesagt, streich ihn mal. Sagt sie, beißt der? Ist der dein? Habe ich gesagt, nee, streich ihn mal. Ich will noch mal gucken, ob er beißt. Ne? Hat er nichts gemacht. Nee, gut, aber die Schwiegermutter ist ja harmlos. Ne? Sie hat noch gesagt, und meine Frau, die tappt ja an derselben Stappe. Die Woche abends kommt die mit einem Kuchen mit 80 Kerzen drauf. Sag ich, was ist denn los? Sagt sie, mein Wintermantel wird volljährig. Ich muss jetzt fort. Alle hopp, tschüss, danke. Seit Jahren ein Schwergewicht auf der Bühne der Messinnet Zoo, der Hausmeister Willi Joost. Das ist also richtig, ne? Ein Schwergewicht. Gucken Sie sich mal den an, der ist doch schneller gemalt wie fotografiert, der da. Ja, was will der mir erzählen? Der muss ja immer in der Mitte ins Kino, dass der Sitze nicht noch hinschleudern tut. Also das kannst du da warm halten. So, tschüss, alle hopp. Unserem Hausmeister ein Dreifach